Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung 2 auf Pelzig. Das Episode spare ich mir jetzt einfach. Okay. Dieser Suchong war nicht gerade einer der trickreichsten. Trickreich vielleicht nicht, aber dafür umso sadistischer und geisteskranker. Okay, Geschütz. So. Wahrscheinlich kann ich immer nur Geschütz beherrschen. Deswegen ist es ganz gut, wenn der erstmal für den Streckeabschnitt auf mich gehorcht. Mir gehorcht. Das war gerade grammatikalischer Fail. So. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte das Ding ganz gern beherrschen. So, dann sparen wir uns nämlich den Lockpick-Scheiß. Und können das für was Wichtigeres ausgeben. Okay. Gut. Uah. Also diese Big Daddy-Geräusche sind echt übel. Hier ist irgendwas. Ah ja, hier sind noch ein paar Luftschächte. Ein bisschen kruscht noch. Ich schätze, Suchong. das ist unser Mann. Er scheint nicht hier zu sein. Entweder er ist tot oder er arbeitet für Ryan. Ja, Greatest Genius of Rapture. Oh Mann. Vater der Plasmide. Okay. Komm mal hier rein. Versperrt. Und nichts zum Öffnen. Aber es hat doch einen Grund, dass ich hier bin. Darum sagtest du doch, ich soll Suchong finden, oder? Eigentlich hast du dir das selbst gesagt. Danke, dass du mich dran erinnerst. Oder? An meinen Geisteszustand. Kein Mensch ist dafür geschaffen zu sehen, was du gesehen hast. Ja. Jetzt, wo du wieder ein normales Wesen aus Fleisch und Blut bist, sei froh, dass du noch so klar bei Verstand bist. Irgendetwas muss ich hier finden. Etwas, an dem Suchong gearbeitet hat. Das ist ein Foto von Elizabeth durch einen Riss. Foto von Columbia durch einen Riss. Foto von Booker DeWitt durch einen Riss. Wahrscheinlich auch nochmal Monument Island durch einen Riss fotografiert. Und hier die Technik von Columbia, die die Gebäude antreibt. Haben wir ein bisschen gespitzelt. Nach die mechanische Pferde und so. Das größte Genie von Rapture anscheinend ein bisschen gespitzelt und ein bisschen die Konkurrenz und ihr Werk für sein Werk ausgeben. Suchong von Gutenberg. Testmaschine. Oh ja. Suchong hat Risse geöffnet? Bad Juju. Untersuche die Lutez-Maschine. Warum weiß ich nur, dass uns das nicht besonders gut bekommt? So, hier gibt es überall ein paar Guderle, die ich einsammeln kann. Und es ist zappeduster hier. So. Oder um es ein bisschen deutlicher zu sagen, mal wieder, das ist duster wie Wagenladung Arschlöcher und hier. bevor ich wusste, wie mir geschah, hat Ryan mich aus meinem Restaurant geworfen und es an diesen Koreaner übergeben. Dabei lief das Geschäft recht gut. Ich hätte nie jemandem von diesem Licht und den komischen Gebäuden erzählen sollen, die ich in den Wolken schweben sah. Und erst recht nicht von diesem Mädchen, das eines Tages aufgetaucht ist. In diesem altmodischen, blauen Kleid. Tja, hätte ich mal lieber die Schnitzelkalte, ja. Okay, aber es muss hier auf jeden Fall mal erheblich heller werden, da bin ich stark dafür. Außerdem brauchen wir noch einen dritten Lockpick. Pneumoröhre. Na nix. Oh, ich sehe Finkten. Ich sehe Finkten. Da, der Riss führt immer noch nach Columbia. Plasmide, Kräfte. Er und Fink müssen kommuniziert und ihr Wissen geteilt haben. Wie die Lutez-Geschwister, bevor sie physisch zusammentrafen. Aber warum musste ich herkommen? Was hat das mit Sully zu tun? Du erinnerst dich, oder? Etwas, das noch nicht geschehen ist? Ich sag doch, ich kann nicht. Konzentrier dich, Elizabeth. Nein, die Türen sind zu. Sie...
Das Lutece-Partikel. Ich nutze das Lutece-Partikel. Wenn es eine Stadt schweben lässt. Kann es auch ein Gefängnis anheben. Ich kann keine Risse öffnen, aber mit der Maschine könnten wir nach Columbia kommen und einen Partikel finden. Ach, Aber sie ist Dann beschädigt. repariere sie. Ja, in meinem Turm gab es leider kein Reparaturhandbuch für Lutece-Maschinen. Repariere sie. Ah, ich werde... Elizabeth, repariere sie. Gut. okay. Okay, vielleicht finde ich ja irgendwo Informationen dazu. Ja, wenn man das die Stimme in meinem Kopf sagt, dann mache ich das. Ich finde Informationen über die Lutece-Maschine. Das sind auch nochmal in Person, die weibliche Lutece und männliche Lutece. Jetzt ist es auch ein bisschen heller Woche wenigstens. Wer ist dann hier noch? Okay, da ist Elizabeth, die durch einen Riss hier noch Rapture kommt. Ist auch dokumentiert Woche. Ist ja klar, dass in so einem Überwachungsstaat sowas nicht unentdeckt bleibt. In ihrem relativ altmodischer Korsettkleid. Okay. Dann gucken wir uns hier nochmal drin um. Aber ich glaube, hier finden wir von der Chiffre leider nichts mehr von dem optionalen Zeug. Es wäre sehr schade, wenn ich es nicht hinkriege. Aber wenn ich es nicht finde, dann finde ich es halt nicht. Das tut man dann auch ein bisschen leid. Aber trotzdem, ich kann es nicht ändern. So. Geht's auch nochmal hoch. Hoffen wir, dass wir hier noch einen Lockpick irgendwo finden. Ja, das sind nochmal Pläne. Erste Hilfekosten geht anscheinend auch nicht. Drüber haben wir noch ein bisschen Eve und vielleicht mit ein ganz klein bisschen Glück. Ah, du hast auch noch ein bisschen Eve. Okay. So. Nochmal. Da es uns ja glücklicherweise so kein Eve mehr kostet, können wir ja immer mal wieder gucken, wo die blauen Gegenstände sind, was man dann aufsammeln können. Audiotagebuch von Suchong. Problem, der Big Daddy lässt sich nicht auf die kleinen Mistgören prägen. Ja, das ist das, was man kennt. Fink Das hat es Audiolog. geschafft, seinen widerlichen Vogel auf seine Testperson zu prägen. Wie konnte Fink, dieser dumme Mensch, Erfolg haben, wo ich gescheitert bin? Handyman. Hätte ich eine Haarprobe von Finks Testperson, könnte ich nach genetischen Übereinstimmungen mit der Little Sister suchen. Die Antwort liegt in der DNS. Ah, okay. Ich habe gedacht, das wäre wieder das von wegen, er schafft es, die Big Daddies an die Sisters zu binden und wo er dann versucht hat, vor lauter Wiescht, weil die Little Sister ihm einfach nur zeigen wollte, hier, ich hab was für dich. Und er sie einfach gekloppt hat und deswegen dann von dem Big Daddy dann umgemetzelt wurde. Hätte schon gedacht, das wäre sowas. Okay, Moment, hier war noch ein Aktenschrank. Okay. Leider kein Gedöns. Leider nichts dabei. Kein Lockpick. Ich weiß, dass du die Pläne sind. Ist mir schon klar. Aber ich suche noch einen Lockpick. Ohne Lockpick ist etwas doof. Haben wir dann nicht noch irgendwo einen Zirkus der Werte oder so? Ich würde ganz gerne in den optionalen Raum reingehen. Das haben wir schon durchsucht. Da brauche ich leider noch einen Lockpick dafür. Oh, ich habe schon auf leicht extra gemacht. So, haben wir hier noch irgendwas, was ich vielleicht übersehe habe? Sieht nicht so aus. Hier vielleicht? Nee. Ah, okay, das war das hier, Armbrust. Okay, gehen wir nochmal runter. Eventuell ist da nochmal ein Zirkus der Wärter. Ich brauche noch das Ende dappische Ding. Nee, scheiße. Uah. Da will ich eigentlich auch gar nicht mehr hin, wenn ich denn so höre. Nee, da habe ich mal wirklich in die Hose geschissen. Also ein zusätzlicher Lockpick gibt's hier nirgendwo. Pech gehabt. Scheiße. Das ist Künstlerpech mal wieder. Okay, na gut, dann gehe ich halt zu den Plänen. Zack, zack. Und dann hol sie dir. Das sind Elemente. Natrium, Titan. Aber wieso stehen die auf einem Bauplan für... Es ist ein Code. Eine Visionär-Chiffre. Sagen wir, Wasserstoff ist A und Eisen. Element 26 ist Z. Braucht man doch immer einen Codeschlüssel. oder? Hier ist er. Unterschätze niemals die Fehlbarkeit von Egomanen. Ja,
Das scheinen Teile zu sein, die Suchong brauchte, um die Maschine zu reparieren. Eine Kaltkathodenröhre, ein Kohlendioxidfilter und ein Kühlkörper. Eine Kathodenröhre ist in jedem Verkaufsautomaten. Und CO2-Filter gibt's bestimmt in einer der Tauchkugeln in dem Ausstellungsraum. Okay. Aber einen Kühlkörper, das ist... Wo treiben wir den in einem Kaufhaus auf? Väterchen Frost. Väterchen Frost. Das Ja. wird gehen. Das ist aber jetzt cool, so Jetzt zu sehen, besorge ich wie erstmal die Teile. ihren Dann Verstand muss ich nur noch funktioniert. das komplexeste Stück Technik reparieren, das je erschaffen wurde. Elizabeth, du hast dir selbst bei dieser Reparatur zugesehen. Du schaffst das. Wenn du das sagst, sehen wir erstmal zu, wie wir hier rauskommen. Ja, das ist schon cool. Repariere die Lutez-Maschine. Okay, jetzt muss ich Atlas, hören sowieso... Sie müssten mir einen Gefallen tun. Ein Gefallen? Ich schätze, das bedeutet, das versprochene Wunder lässt noch auf sich warten? Ich arbeite dran. Ich brauche etwas Väterchen Frost. Versuch's mal da, wo die neuen Tauchkugeln verkauft werden. Soweit ich weiß, ist Väterchen Frost das Einzige, was verhindert, dass die Batterien nach 5 Minuten überhitzen und in Flammen aufgehen. Danke. Gern geschehen. Aber das war der letzte Gefallen, den ich dir getan habe. Toll. Ja, wie gesagt, jetzt können wir die ganze Gegend nochmal abklappern, die wir vorher schon eher abgeklappert hätten. Interessant. Das war irgendwie klar. Naja. So, kommen wir jetzt da wieder raus, oder? Oh, nett. Auf die Beschädigung meiner Geräte steht der Tod. Ja. Selbst für hübsche Damen wie Sie. Ich nehme an, Sie sind Suchong. Sparen Sie sich die Munition. Ihre Maschine funktioniert Sie nicht. funktioniert, wurde aber sabotiert. Von Vandalen wie Ihnen. Eigentlich will ich Ihre Maschine reparieren. Das heißt, falls Sie nicht vorhaben, hier runterzukommen und es selbst zu machen. Es wäre nicht klug für mich, ins Labor zu kommen. Sie sagen, Sie können sie reparieren? Ich habe auch Ihren Code geknackt, oder? Geben Sie mir den für die Tür, dann sehen wir, was Ihre Erfindung kann. 1216. Ihr Geburtsdatum? Genug geredet. Reparieren Sie sie. Oh, hoppla. Woher wusstest du das? Unterschätze niemals die Fehlbarkeit von Egomanen. 1,2 und 1,6. Ja. Okay. Ja. Der Typ mag es offenbar auch sehr gern, wenn er sich mit fremde Lorbeere schmücken kann. Von daher. Ich vertrete Olympus Heights. Ich hoffe... So. Du hast mal Olympus Heights Vertreter. So, finde einen Verkaufsautomaten. Das wird bloß relativ einfachste sein. Tauchkugeln Deluxe. Was kommt als nächstes? Das Kriegsrecht. Es sind wieder jede Menge Splicer unterwegs. Okay. Schon her, du Widerling. So. Wenn er jemand Wohlhabenden so bezeichnet, der entschlossen und kompromisslos ist, gut, dann passt der Schuh. Ihr habt mich überführt. Ah, das ist nur der Big Daddy. Wird einer weg? Und noch eine weg. Was war das eben? Einen Knüller wie dich lasse ich mir nicht so einfach entgehen. Da, der Automat. Jo. Da sollte eine Kathodenröhre drin sein. Kämpf mal ein bisschen für mich. Hab sie. So. Fehlt noch Sehr schön. Väterchen Frost und ein CO2-Filter. Gut, 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 gut. Dann finde einen Ersatz-CO2-Filter. Das geht dort hier. Okay, gut. Wo Tauchkugeln sind wahrscheinlich auch CO2-Filter. Und wieso? Wenn man das Kohlendioxid nicht aus der Atemluft eines Tauchboots filtert, erstickt man. Ja. Das hat mir an Rapture gefallen. Jede Menge neuer Lesestoff. Wir brauchen eine Langstreckenkugel. Achso, ich habe schon gedacht, das hätte gefallen, dass man in Tauchkugeln ersticken kann. Okay. Ich habe all das schon mal gesehen. Alles, was geschehen wird. Und jetzt sehe ich nur Dunkelheit. Du hattest einen Grund herzukommen, Eine Schuld. wenn du es so nennen willst. Dieser Atlas.
Ich werde ihn töten müssen. Nee. Sonst wird er mich töten. Ich bin nicht du, Booker. Ein Kriegsheld. Ich bin nicht mal mehr ich selbst. Keine Risse, keine Allwissenheit oder wie man das nennen mag. Ich bin nur noch ein Haufen Bücherwissen und eine Handvoll Lockpicks. So ist es halt. Willkommen im richtigen Leben, Prinzessin. So, jetzt aber. Gut. Die Humpback Whale. Das Ding ist uralt. Nur was für Schnäppchenjäger. Man braucht noch Sauerstoffflasche und Atemmaske. Die 52er Marco. Ein Klassiker. Aber die reinste Todesfalle. 28 tödliche Unfälle durch Kohlendioxidvergiftung. Na toll. Immer noch auf dem Markt. Aber stark runtergesetzt. Da. Die Stingray. Tauchzeit 90 Minuten. Hier sind wir richtig. Das ist echt cool gemacht. Das gefällt mir gut. Ganz schön weit oben. Irgendwie hat man sie da hochgekriegt. Ups. Ich muss bloß die Steuerung finden. Okay, gut. Schikane. Genau Dann, das ist es. da ist noch ein paar Gesichtrianer. Ausspähen meiner Wer hat das getan? Die Frau hinter dir, du Widerling. So. Okay, perfekt. So. Wie schaut's aus? Hier sind Kenny mehr von Dennis Splicer. Das ist gut. Oh doch, da unten. Und tschüss. Herr Spleisenmann. Autsch. Frau Spleisenmann. Und... wenigstens habe ich mal die Haxe gebrochen. Ups. Komm schon! Wovor läufst du weg? Oh, diversem. Ich sehe, was du hier angerichtet hast. Und das wirst du nicht noch... Tschüss. So einfach kann es alles sein. So. Gott sei Dank habe ich ja jetzt mittlerweile auch etwas, womit ich agieren kann. So, und... mal gucken. Ah, das sind nur die Maschine. Okay. Also Flitze, Flitze, Flitze. Flitze, Flitze, Flitze. Und... hier ist nix. Alle hopp. Gut, aber jetzt werde ich das wahrscheinlich bedienen können hier. Vermutlich ist hier irgendwo ein Schalter. Mhm. Gleich wird's laut. Ja, bewege kann ich mich gerade auch nicht. Jetzt wieder. Okay, das sind ein paar Gestalten unterwegs. Kommt auch wieder so einer. Na gut. Na los, Hübsche. So. Schreckliche Sache. Da kommt schon der recht arg gammelt. Ups. Was das angeht. Haben wir noch eine Schrotflinte parat. So. Gut. Das passt ja. Dann nochmal umgucken. Okay. Soweit sieht alles in Ordnung aus. Jetzt kann ich auch endlich wieder meine geliebte Lockpicks kaufen. Da komme ich nämlich endlich bei dem anderen Raum durch. So, da habe ich nach wie vor keine Ahnung, wie ich dort durchkommen könnte. Und schnell, 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 rennen! Gut. Dann. Wo sind sie dann, die Gestalter? Irgendwo müssen sie ja sein. Naja, egal. Egal. So. Das ist der, zu dem wir hier wollten. Hab sie extra anfertigen lassen. Wo ist denn der? Okay. Leise. Und da ist er. Sehr schön. Gut, der Hab ihn. CO2-Filter habe Jetzt ich fehlt noch auch. Väterchen Frost, dann haben wir's. Mach's gut, du Trottel.
Ups. Was war denn das? Ja, das habe ich mich auch gerade gefreut. Eigentlich wollte ich dich niedermachen, aber ging wohl leider nicht so gut wie gedacht. Egal. So, Väterchen Frost brauche ich jetzt nur noch. Da kann ich den nämlich auch gleich mal upgraden. So. Ah ja, da habe ich noch Schrotflinte Muni gekriegt. Sehr schön. Du da, komm her. Gib dich zu erkennen. Niemals. Stirb. Wie seltsam. Ich weiß genau, wo du bist. Das hat man auch wahrscheinlich gehört, wo ich bin. Ich mache ihn nicht. Idiot. So. Warum die alle hier Damenschuhe bei sich tragen, ich will's irgendwie nicht wissen. So. Okay. Okeli-dokeli. Geht's voran, Schätzchen? Ich muss zugeben, mir kommen leichte Zweifel. Und weshalb sollte mich das kümmern? Weißt du, meine Jungs lechzen nach Adam. Und direkt vor mir sitzt eine ausgezeichnete Quelle. Wenn Sie sie töten, kann ich nur hoffen, Ihnen gefällt's hier unten. Lassen Sie sich häuslich nieder, gründen Sie eine Familie. Oder glauben Sie, Andrew Ryan kommt und rettet Sie? Na gut, aber denk dran, man kann Little Sisters schnell abernten oder sehr, sehr langsam. Scheint ein netter Bursche zu sein. Hopp, mach wieder auf. Oh, nett. Gas, ahoi. Armbrustgasmunition voll. Stimmt, da war ja noch was. Hey, Junior, komm her. Sieh dir das an. Oh, oh. Ich glaube, das soll ich mal wirklich sowas verwenden. Pass gut auf. Das ist Andrew Ryan da. So. Ryan hat die Formel. Das kannst du dann machen. Ah, da hinten ist noch so ein Knetkorb. Aller hopp. Wo ist mein Trophäe erhalten in Kupfer, 2 zum Preis von einem. Hier nie. So, die holen wir uns wieder. Dann haben wir noch ein bisschen Munition gekriegt für unser Armbrust. Und den anderen Holzkorb können wir jetzt auch nochmal plündern, damit wir an die Gasmunition nochmal dran kommen. Habe ich doch noch, oder? Ja, einer. So, gut. Gute Sache. So. Dann. Finde Väterchen Frost. Ja, da gucken wir am besten im Nordpol oder in Russland. Ja, irgendwo sind noch Splicer. So. Okay. Joink. Joink. Ja, ja, glaube ich, dass die große Aare kriegen, wenn du reinkommst, du Widerling. Joink. Ups. Ich sollte mal woanders gehen, glaube ich. Och, ja, da hätte ich lieber Salat, ne? Oh, hi. Na komm schon. Die können wir auch so erledigen. So. Oh oh. Daddy, lass mich in Frieden. So. Okay, der geht woanders hier wieder. Für Väterchen Frost muss ich durch. Alles klar. Gut. Also doch hier wo gedacht. Frost. Damit kühlen wir Suchongs Maschine. Ah ja, zum Versteck von Atlas. Okay, gut. Und? Die hätten es wahrscheinlich jetzt für mich. Ja? Atlas sagt, ich soll hier Väterchen Frost abholen. Du bist noch nicht lange hier, oder? Wie kommst du darauf? Du bist die einzige von uns, die nicht stinkt wie das Reptilienhaus im Zoo. Okay, ich darf frei. Beeil dich. Aber nur Väterchen Frost, wir sind ja nicht die Wohlfahrt. Ist in Ordnung.
Ich habe auch nicht vor, besonders lang zu bleiben hier. Okay, außerdem würde ich auch sagen, ich mache jetzt hier noch meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung 2, beziehungsweise Episode 2, was euch lieber ist, auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.